Wir haben mehrere Standbeine. Wir haben die Landwirtschaft in den letzten paar Jahren doch umstrukturiert. Wir haben den mobilen Hennerstall gekriegt. Das war bei uns mit der Milchviehwirtschaft ein Auslaufmodell. Wir waren einfach zu klein. Es war natürlich die Möglichkeit, in die Größe gegangen. Dann hat es angefangen, ja, einen Stallbau, Maschinen dazu kaufen, Grundpachten. Das ist mittlerweile nicht mehr einfach. Und man ist zeitlich total flexibel. Also ich kann meine Arbeit ist hauptsächlich das Eier sortieren. Das kann ich mir einteilen, ob ich das jetzt in der Früh oder auf Nacht mache, ist egal. Ich kann es mit Kindern sehr gut vereinbaren. Ich muss nicht zur fixen Zeit im Stall sein und die fixe Arbeitszeit habe ich nicht. Wir haben auch immer schon Gäste beherbergt. Also meine Großeltern haben das schon vor mittlerweile über 60 Jahren gestartet, da am Hof. Meine Eltern haben das ganz lange gemacht, 2021 haben wir übernommen. Und es ist total schön, wenn man Gäste am Hof hat, wenn die kommen, die bringen auch so eine gute Stimmung mit. Man weiß ja selber, man fährt in den Urlaub, man ist gut drauf. Und die Gäste bringen die gute Stimmung zu uns her. Und es ist ein Leben am Hof. Es tut sich immer was, man hat einen Austausch, man erfährt so viele Geschichten auch, also die Lebensgeschichten. Und die Gäste werden auch so schnell Freunde. Und unser drittes Standbein ist die Direktvermarktung. Die haben wir eigentlich parallel mit dem Hennerstall gleichzeitig aufgezogen. Es ist eine Übernahme, hat ganz viel im Kopf, spielt sich ganz viel im Kopf für beide Generationen. Also auch für uns als Übernehmer, dass man sagt, so, und wir haben jetzt die Zügel in der Hand, wir sagen jetzt, wo es lang geht und dann das auch nicht zuerst gutheißen lassen. Aber auf einem Betrieb ist es halt immer schwierig, weil man miteinander auf einem Betrieb wohnt. Es ist auch, sie helfen nur immer mit, sie machen ganz viel Arbeit noch. Und da muss man sich auch miteinander arrangieren. Man sagt, das passt für alle Beteiligten, für beide Generationen. Also eigentlich sind wir 3 Generationen, wenn man die Kinder mitnimmt. Die sind ja auch schon, die haben natürlich auch schon einen guten Platz bei uns. Und für mich als Frau, für mich ist das ein ganz großes Thema, weil ich habe selber eine Tochter und ich möchte meiner Tochter da auch was mitgeben. Ich möchte auch meinem Buben was mitgeben. Ganz wichtig, man muss auch die Buben da mitnehmen, dass die so klassische Rollenbilder, sie sind schön und gut, aber sie sind sehr oft auf dem Rücken der Frau. Das ist meine Meinung. Und diese klassischen Rollenbilder, finde ich, darf man ein Stück weit aufbrechen. Für die nächste Generation und die übernächste. Dass man irgendwo ein bisschen mehr Gleichberechtigung hat.